Skaten, Leute, wieder eine Woche her, dass ich die Kamera in die Hand genommen habe, aber diesmal habe ich eine Ausrede dafür, denn ich war die letzten 2-3 Tage zu Hause. Mir ging es nämlich nicht so gut. Ich hatte, ja, erst dachte ich, meine Haut ist super trocken einfach nur. Ich muss mich die ganze Zeit kratzen, es hat überall gejuckt, am ganzen Körper. Und ja, ich dachte, es ist erstmal nur trocken. Dann dachte ich, ich habe eine Infektion, weil ich hatte plötzlich rote Flecken auf der Haut. Und dann bin ich halt zum Arzt und die Ärztin meinte, das ist eine allergische Reaktion, keine Infektion. Und ja, die hat mir jetzt 2 verschiedene Tabletten gegeben und meinte, nimm die erstmal, und wenn das nach einer Woche oder 10 Tagen nicht besser wird, dann musst du wieder reinkommen, dann müssen wir Tests machen und gucken, was für eine Allergie du hast. Und ich habe gestern die erste Tablette genommen und mir ging es tagsüber dann auch schon wieder gut. Und abends dann im Bett wieder, also es wird abends komischerweise immer schlimmer. Ich weiß nicht warum, also ich kann abends nicht schlafen, ich muss mich ständig kratzen und das ist aber schon, das ist nicht mehr nur, ja, juckt ein bisschen und muss ein bisschen kratzen, das tut richtig weh, Leute. Und ich muss sogar in der Handfläche, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber die roten Flecken sind immer noch da. Aber ich muss jetzt so langsam mal zur Arbeit, denn ich war ja, die letzten 2-3 Tage, ich habe zwar von zu Hause aus gearbeitet, aber ich habe ein bisschen, ja, so die Grafikdesigns und so weiter, die ich benutze, die sind auf der Arbeit auf dem Computer. Also muss ich zumindest ins Büro und mir mein Material besorgen und ein paar Sachen fertigstellen. Jetzt erstmal ein paar coole Neuigkeiten, Leute. Nach all dem kranken Stoff. Ich habe gestern Heads-Up wieder gegen meinen Boss gespielt und $170 gewonnen. Jetzt spiele ich nämlich noch ein Heads-Up gegen Team Never Give Up. Also jetzt direkt ein paar Stunden später machen wir noch einen Livestream. Und da spiele ich jetzt ein Heads-Up gegen Team Never Give Up und diesmal um $25. Wir haben schon 2 Heads-Up gegen Mo gespielt und beide gewonnen. Und ja, jetzt Nummer 3. Bitte, der Mo hat verloren im Heads-Up. Guck mal, wie der reagiert. Wie sein Emote sieht er aus gerade. Okay, der hat in der Sidebet $2 verloren und der hat $25 so verloren nochmal im Heads-Up. Ja. Feierabend, Leute. Boah, die Sonne knallt aber auch richtig heute. Wir haben 4 Uhr, ich mache eine Stunde früher Feierabend, denn meine Drohne ist jetzt schon seit 4 Wochen bei Alpha Drone und ich habe jetzt vor ein paar Tagen angerufen und ein bisschen Tamtam gemacht, denn die Leute bauen Autos in 4 Wochen und die kriegen es nicht mehr hin, meine Drohne dazu reparieren. Jetzt haben sie mich eben angerufen und meinten, dass die Kamera wohl ausgetauscht werden muss und dass ich das vorher bezahlen muss. Und da die Firma das bezahlt, habe ich gerade einen Check bekommen und muss denen jetzt einen Check vorbeibringen. Also machen wir das jetzt. Now it should hopefully be here by Saturday. So either way, I'll give you a call and let you know what day it's gonna be. This Saturday? Yeah. Oh, okay. Yeah. It'll be done pretty quick. It's not gonna take me long to put the camera on. So Cool. All right. As soon as I get it ordered, I'll let you know. Okay. Thank you very much. Auf dem Weg zum Poker Room, Leute, aber heute mal nicht im Mandalay Bay. Ich nehme euch mit ins Venetian, denn der Ressa ist hier und der Ron, der ist hier. Ron ist mein Lieblingsdealer aus dem Mandalay Bay. Also gehen wir die jetzt besuchen.
tonight. I got him. Du musst erzählen, was hast du Plus gemacht, Minus gemacht? Ich habe Minus gemacht. Schönen guten Tag. Freunde der anspruchsvollen Poker-Community, Mr. Dawson. Ich habe Plus gemacht. Ich war 250 ab, aber dann Vollkarte die ganze Zeit. Letzter noch mit Two-Pair gegen. Der hat. Erzähl die Kurzhand, das war lustig. Also Leute, ihr müsst dazu sehen, ich bin hergekommen, weil er gesagt hat, dass es hier ein High Hand gibt. Also was, alle halbe Stunde $400 hauen hier raus, ne? Für die Highest Hand. Und der Rest hat mir lustig. Also High Hand in Venetian, super Action, Halligalli. An meinem Tisch ist ein Button Straddle, $4. Ich bin under the gun mit Pocket Kings. Zwei rote, schöne, wunderschöne Kings. King Kong Red. Ich erhöhe auf 18. Late Position Call. Button Straddler füllt auf Call. Three-Way. Flop ist Ace 10 Deuce. Ich denke mir, scheiße, Ass direkt auf dem Flop. Was soll ich mal? Ich checke Late Position, bettet 28. Button, Snap called. Ich denke mir, okay, alles klar, lass auch noch 2 Kreuz. Ich denke mir, okay, keine Chance. Lege ich weg. Turn King, River King. $300 Pot, $400 High Hand. Ich war kurzzeitig. Scheiße. Ich bin $110 minus. So. Ich habe 700 verloren, Mann. 700 sind mir durch die Lappen. Aber was willst du machen? Ich kann nicht callen. Sonst wäre ich ein Fisch. Sag mal, wie viele von euch hätten gecallt, wie viele hätten gewotet jetzt? Ja, ich bin auch gespannt. Votet. Turn on the living room lights. Hab mir endlich diese scheiß Bridge gekauft, Leute. Ich habe jetzt diese Hue Lights im Wohnzimmer und im Schlafzimmer und ich habe diese Lichterkette auch besorgt, aber ich Idiot habe bei der Lichterkette mir eine Verlängerung geholt anstatt das eigentliche Ding und ja, die Verlängerung hat keinen Strom, also keinen Power. Da kann ich im Moment nicht benutzen. Schon wieder ein Fehlkauf. Also ich spiele ja eigentlich total ungern im Venetian, aber heute muss ich sagen, war mein Tisch gar nicht mal so schlecht. Ich wurde die ganze Zeit runtergecallt und so weiter. Also ich habe ganz viel geopen-raced und ja, wenn ich was getroffen habe, dann wurde ich auch mal wieder ausbezahlt. Bis auf eine große Hand, da habe ich Preflop auf $12 geopend mit Ass-Bube Offsuit. Habe dann 4 Caller bekommen und wir sehen, im Flop ist King 10 noch was, 2 Kreuz. Und ja, es wird komplett rumgecheckt. Turn kommt die Dame. Dame in Herz. Also jetzt liegen da 2 Flush Draws und einige Straight Draws liegen da. Also einige Hände können noch eine Straight machen, wie zum Beispiel Dame, Bube, König, Bube. All die Hände könnten ja im Prinzip noch irgendwie ein Open-Ended Straight Draw treffen. Also hätte ich eigentlich etwas größer betten sollen, einfach vor Max Value. Ich habe dann aber $53 gebettet. Also wir sind ja zu 5 in die Hand, ich habe Preflop auf 12 geraced, also $60 im Pot und ja, $35 gebettet, kriege alle callen, $35 und ja, River-Karte kommt jetzt 3 in Kreuz, was ein Flush ist und Small Blind bettet plötzlich $55 in so einen riesen Pot. Ich dachte mir, ja gut, weißt du, sollst du jetzt die Nuts folden und so, und ich habe die $55 gecallt. Was aber andererseits Schwachsinn war, weil Small Blind war die einzige Person, auf den ich Position hatte, und die anderen beiden müssten ja noch eine Aktion bringen, was einer von denen raced. Dann habe ich halt die Arschkarte. Und genau das ist halt auch passiert. Cut-Off ist dann All-In gegangen und ich hatte nur noch so $70 behind. Habe die $55 ja schon gecallt und der Pot ist auch schon so groß, also habe ich das auch noch nachgelegt, da wie ein Fisch einfach am River ausbezahlt. Und ja, die Hand habe ich halt verloren. Ich habe mit Ass-Bube Straße habe ich gegen Ass 6 suited dann im Endeffekt verloren.
Und ja, und dann den Rest halt mit ganz vielen kleinen Pütten dann wieder zurückgewonnen. Also ja, im Endeffekt minus $110, was noch in Ordnung ist. Das Ganze holen wir uns jetzt aber online wieder rein, denn ich spiele jetzt auch auf jeden Fall noch eine Runde Online-Poker. Ich werde jetzt erstmal eine Runde Counter-Strike spielen, das muss jeden Abend sein. Dann wird wahrscheinlich ein Livestream gestartet auf Twitch und ja, mal gucken, was dann so geht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. 2:30, Leute. Und ich habe den Stream total vernachlässigt. Ich habe heute nicht gestreamt, aber ich hatte auch gar keinen Bock auf Poker, um ehrlich zu sein, weil wir waren ja schon live spielen und ja, keine Ahnung, Counter-Strike hat mehr Bock gemacht. Alle meine Mitarbeiter waren am Start, mein Chef war am Start und wir haben einfach Runde für Runde gespielt und sind darauf hängen geblieben. Und jetzt müde, Leute, morgen früh arbeiten gehen. Also, Wortat. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren. If you like this video, please share this video, leave a comment below and hit the thumbs up button. Also check out HD Poker on Facebook, coming soon to mobile and tablet. Play now, play for free. Klops fragt, wie es mit meiner 1 Million Wie Follow, Alter, jetzt musst du den subben. Als Entschuldigung. Ja, wenn er da ist, wenn ich ihn im Livestream sehe. Gut. Aber wenn er mir followt, dann gebe ich ihm einen Sub. Siehst du mal, ach, Lotion leckt mich doch bitte am Arsch, ey, bitte.